a gitten Tag, Chushwe und Heiratzirer. Die Woche, Parshas Matos und Masai. Inmitten Parshas Masai, der Eibische sagt von Moshe Rabbeini, der Mitze von Ziegreiten in ihr Miklot. Nach Ziegreiten verschiedene Städte, wo so über einer hat bescheuigig geharget, a zweite Jid, wo es damals kommt ihm nicht kann, ohne Schmiesse, was gehen bescheuigig. Von deswegen doch, weil alle Getina sagen gefährliche Avle, darf gehen in ihr Miklot, und wie die Pusse sagt, dass der Goyladom soll ihm nicht hergenen, und darf dort sitzen, und wohnen dort. Bis wenn? Ad Moise Kohen Agudel. Bis der Kohen Gudel wird sterben. Rasche bringt auf dem zwei Tatschen, zwei Tamen, verwusst, der Rozeich sitzt dort in dem Irmiklot, bis der Kohen Gudel stirbt. Der erste Tam ist, weil der Kohen Gudel ist du zu bringen von Klal Yisroel, a Spurs, zu verlängern sein Leben, marach Jumam sein, und du, der Zeich, tide verkehrte, macht Leben kürzer. Meile passt nicht, als soll sein, zusammen mit dem Kohen Gudel. Dafür sein, dass mir Miklot, bis der Kohen Gudel stirbt. Dennoch bringt Rasche a zweiter Tam. Weil der Kohen Gudel wollte gedacht mit Spallel sein, als soll nicht rauskommen als Amin Takule, als Amin Strochling, soll nicht rauskommen bei Klal Yisroel. Und von dem, was hat nicht mit Spallel gewähnt, auf dem, zu lieb dem, ist der Jid, darf sitzen dort in der Irmiklot, bis der Kohen Gudel stirbt. In der Verbringen von Shabbos Parshas Matos Masai, Tufshin Lamed Dalet, das ist gedrückte Lekite Siches, Heilig Lamed Gimel, 206, hat der Rebbe sich gestellt auf die Rasche, mit Gur Asach Diikem, im Masbeg wie Pschatten der Rasche. Zum Sof hat der Rebbe ausgeführt, mit der gewaltigen Heruhe, bin der Gaie, Avas in Achdes Yisroel. Der Kohen Gudel, das ist der höchste bei Klal Yisroel. Der Zeich ist der niedrigste bei Klal Yisroel, von dem was leben. Der was ist noch niedriger, kommt doch eine Schmiesse. Aber von dem was bleiben leben, ist der niedrigste. Und da wie der Kinder gesucht, auf die Indien von Gules, aber das ist gemacht also wie Miese. Was will ich hören? Wussa Scheiches, o der heilige Kohen Gudel, mit der Jingatsch, der Jid, wo es Rachmun al-Islam ist so niedrig, gehargert der zweite Mensch. Wussa Scheiches haben die zwei Jiden, als man ist heule, man hängt als bis wenn darf der Zeich sitzen in ihrem Miklot, bis der Kohen Gudel stirbt. Nur was denn? Das ist der Indien von der Kohen Gudel, von der Kohen Bechlal. Die Kahanem kommen doch von einer Kohen, wo es ist Oye was Abrius. Hat lieb jedem Jid, und nicht nur ein Jid, was es ein Chushvid, Oye was Yisroel. Oye was Abrius, als ein Mensch, was der einzigste Mal, was hat, ist, das ist ein Nivre. Ist, der Eibisch hat ihn beschaffen, das ist ein Maler. A viele solche Jiden hat einer Kohen lieb gehabt. Das ist der Indien, der gewaltige Aves Yisroel, wo es du von dem Kohen zu jeder einzige Jid. Wo das ist der Rasche Merames in der zwei Perischen, was bringt du auf den Pusik. Der erste Pshat, redt Bechlal, in der Positiv, wo ist das ein Kohen Gudel? Der Indien von der Kohen Gudel ist zum Spießen auf Klal Yisroel, also hub mariches Jumam Veshun im Teures.
Dennoch aber geht man auf verkehrt. A viel azamin yid. Wo steht da so in niedrig? Wo ist der Kohen Gudel? Darf man spallen sein, so dass er rausgemacht, da Kuhle durch ihn. Alles soll gehen, wie sie darf zu sein. Wer darf da noch auf ihm, der Kohen Gudel? Der Jid auch, der Kohen Gudel hat ein Scheiches mit ihm. Verbindet sich mit ihm, darf man spallen sein auf ihm. In der Chazal Shulam, der Kohen Gudel ist mit spallen gewesen. Ist rausgemacht, zusammen mit der Kuhle. Ist Tage der Jid sitzt in ihr Miklot, bis wenn der Kohen Gudel stirbt. Weil der Kohen Gudel hat ein Scheiches auf ihm mit der Samin Jid. Was interessant ist, als, wie gesagt, das ist eine Siche von Shabbos Parshas Matas Maaseh Tov Shelam Adalat. Der Heilig, was gedrückt in der Siche, ist der Heilig, was der Rebbe Magie gewinnt. In dem Heilig Bildtimige, der Heilig, was der Rebbe nicht Magie gewinnt, und wie sie der Rebbe das sucht bei dem Verbringen, hat der Rebbe zugleich noch ein Wort, ein gewaltiges Wort. Auf der friedige Parsha, Parshas Matos. Der Eibische sucht von Moshe Rabbeini. Wir darf nehmen eine Kumme, Nikmes B'nai Yisroel. Eine Kumme von dem, was die Medjunem haben getan von die Klal Yisroel. Moshe Rabbeini, wie sich Pusik so weiter gegangen, sich unnehmen Nikmas Hashem, eine Kumme von den Eibischten. Lassen wir sich herantrechten. Nu kommen von dieses Ruhl, nu kommen von Reibisch, wieder habe ich der zweite Ort, als die zwei sind verbinden, dann kommen von Jeden, nu kommen von der Reibisch, das ist eine Sache. Der Reibisch kickt es so, als die Jeden sind kommen, die Jeden kicken so, als der Reibisch ist noch kommen. Aber lassen wir sich herantrechten. Wegen wem redet man? Wem hat man du gehargert? Wem ins Blit darf man kommen nehmen? Der Tzadikim? Sagt man nicht gehargert? Seiden kommen darf man nicht nehmen. Wir reden an solche niedrige Jiden. Jiden, die sind nämlich durchgefallen. Mit Poir, mit der Bnei Smoya, mit der Bnei Midian. An solche Jiden, die sind nicht gestorben. In a Philov sei, sucht der Eibestir, mit darf keine kommen nehmen für sei. Weil a Jid, nicht kachillig wie halt, ist ein Jid. Immer meinen, es ist Nikmas Hashem, Nikmas B'nai Yisroel. Wir stehen in den 3 Wochen, lass ich mich chasig sein, zu lieb Sinnes Chinnam ist Chure geworden, der Besamigdash. Immer meinen, wie lange der Besamigdash ist Chure geworden, ist als Simen, als man noch nicht mit Sacken werden, oder Sinnes Chinnam. Darf sich mich chasig sein, mit der Aves Chinnam, nicht chillig jede Jid, wie halt, bei was halt. Zehn ist ein Jid, was Rachmon al-Zlan, gehalten hat zweite Jid. Zehn ist ein Jid, was Rachmon al-Zlan ist durchgefallen mit der Sure von Poir, mit Bnei Smoya, Bnei Midian. Jede Jid ist ein Jid. Im Pik wie der Kohen Gudel darf sich verbinden mit jede Jid. Und durch den wird er so gesagt, Gur in Gichen, zu der Geilla, Amittes war Schleime, Aidai Meshech Tzedkaini, B'mheire V'meini, Umeini. Agit Shabbos.